Nå schreit gleich der Bauer, ja Himmel, ho, ho, so lass mir noch grad mein Fensterstock da, du kannst nicht brauchen, mir geht er an, Hollerettei, Holleradio. Jetzt haben wir lang nur blauen Montag gemacht. Jetzt wird wieder gearbeitet, gell? Oh mei, das Musizieren mit einer Meister ist neben dem Essen meine einzige Freude. Ja. Ich glaub gar, du schlafst. Nach am Sonntag bist du zu gar nichts zum Brauchen. Naja, wenn der Montag auch Sonntag war, dann war es gleich anders. Ja, dann müsstest du am Dienstag von die 2 Sonntag ausruhen. Das darf so passen. Jetzt tu nicht so lange an dem Ärmel umeinander. Der Vollbacher braucht heute noch sein Gewand. Hexen können wir auch nicht. Hätte es früher gebraucht, dann war es früher fertig geworden. Geh, jetzt red doch nicht so saudumm daher. Er kann's doch nicht zum Abändern bringen, bevor er's gerbt hat. Wieso gerbt? Na ja, da von seinem Vettern aus Urbis halt. Der hat ihm das Gewand hinterlassen. Naja, und weil es ihm zu groß ist, müssen wir's kleiner machen. Hast du schon 4 cm abgenommen an dem Ärmel? Jawohl. Und der Vetter muss einen netten Bauch gehabt haben. In die Hosen ging der Fallbacher 2-mal rein. Ja, darum müssen wir's ja mal einhauen. Und? Was gestern drüben bei deiner Mutter? Ja. Hast nix gehört von dem großen Feier in Geuselbach? Ja. In den Geuselbacher Boten steht der ganze Bericht drin. Die Mutter hat mir mitgegeben, weil sie einen Meister gewiss interessieren wird. Da ist Doppelselbstmord in einem Hotel. Nein, das ist nicht. Da ist Feuerbericht. Das Feuer in Geuselbach entstand durch Irrsinnigkeit des Josef Nagel oder weil Kinder zum Viehfutter verwendet wurden. Der Besitzer des Brandobjekts konnte keine Versuche machen, weil er nicht zu Hause war. Der Brandplatz war erleuchtet durch 2 Laternen und Gendarmen. Jetzt tu mal her. Die Löschmaschine wurde, weil das Wasser aus den Leitungsrohren nicht kommen wollte, anfangs aus der Jauchegrube des Hofes gespeist. Ja, pfui Teufel. Später erhielt sie Wasser durch tragende Mädchen und Einschütten derselben in die Spritzen und Durchsaugen der Pflichtfeuerwehr am Hydrophon. Gerettet wurde eine Kommode und eine Kuh, welche gestohlen wurde. Ein Feuerwehrmann wurde durch eine Stichflamme am Ohr verletzt, welches über den Helm hinausragte. Sowas, wenn man hört, kann man nur beten. Heiliger St. Florian, verschone unser Haus, zünd andere an. Ja. Und? Was gibt's sonst noch Neues bei euch drüben? Wie macht sie der Ort? Also, seit das Jodwasser drüben entdeckt haben, haben's Fremde, sag ich ihnen, nix wie Fremde. Denen schneibt das Geld nur so ins Haus rein. Das muss ja das reinste Wunderwasser sein. Ja, soll recht wirksam sein, das Wasser. Die Mutter hat mir eine Flaschen voll mitgegeben. Na, ich schaue halt so schlecht aus, hast gesagt, ich soll jetzt jeden Abend ein Glas trinken, dann hat auch die 100 Jahre alt werden. Ja, dann trink's nur. Oh nein, ich danke schön. Das riecht ja wie wenn ein Händel ein faules Ei eingelegt hätte. Ich werd lieber ohne das Wasser 100 Jahre. Dann mögen der Meister leicht einen Schluck nehmen. Nein, Wasser mag ich nicht. Ich werd doch nicht das saufen, wo sich die anderen die Füße drin waschen. Ja, mir ist auch ein Bier lieber. Dass jetzt hier das Bier so gern trinke. Jetzt arbeit wieder was, dass wir fertig werden. Sagen Sie, Meister, solche Quellen, die müssten Sie auch bei uns entdecken. Sieh, das war sowas. Ja, war nicht schlecht. Ja, einer Hütten da. Okay, dir gebe ich gleich eine Hütten da. Einer Heisel halt. Das war noch ein leichtes 10-fache wert und die ganze Not war raus. Ja, das wohl stimmen. Aber wir haben halt keine so eine Quellen. Und von dem, was sein kommt, haben wir nichts. Ja, ist schade.
Sakrament, muss mir der Faden abreißen. Das kommt bloß von der Hetzerei. Ja, weißt du, aber ich anreißt, als wenn's der Drahtseil in die Bratzen hetzt. Was suchst du denn? Ja, ein Faden. Geh, der muss doch irgendwo sein. Die leere Spulen. Jetzt ist uns der Faden auch noch ausgegangen. Es ist doch zum Haar ausraufen. Nein, das nutzt nichts. Mit ärmere Haar können wir nicht nein. Barbara? Barbara, hast du nicht einen schwarzen Faden im Haus? Na? Ja, Herrschaft, na, was ist denn das für eine Wirtschaft? Jetzt hab ich voriges Jahr erst eine ganze Spulen schwarzen Faden gekauft. Und keiner ist mehr da. Ja, und ich muss am Fallbacher sein Gewand fertig machen. Ja, der kann jeden Augenblick kommen. Ja, was tun wir denn jetzt? Ja, einen holen halt. Einen holen halt, ja. Na gut, wo hab ich denn mein Geld? Barbara! Barbara, hast du nicht ein Magel für mich? Wo soll jetzt ich eine Mark hernehmen? Ich weiß doch nicht einmal, mit was ich das Abendessen richten soll. Ja, du bist eine gute Partie. Ja, das gefällt mir. Das war nicht schlecht. Und ich kann schon gar nicht mehr warten, bis es was zum Essen gibt. Ja, aber jetzt geht's nicht ums Essen, jetzt geht's um einen Faden. Ja, mei, Gürgel, dann musst ja du das Magel dabei auslegen. Ja, nachher sind es aber schon 3 Mark. Ich muss ja da jedes Monat 3 Mark an meinem Radl abzahlen. Und wenn ich meine Raten nicht einhalte, dann nimmt mir's der Händler wieder weg. Was hast du denn Naturradl kaufen müssen? Hast du 2 Füße, dass du laufen kannst? Ja, was ich aber an die Schuhe erspart, davon sagt die Meisterin nix. Ja, jetzt red nicht lang rum, komm, schau, dass du weiterkommst, wir brauchen den Faden. Meinetwegen. Bin gleich wieder da. Nein, also weißt du, das Wastel mit uns ist voll schon arg. Wie soll denn das weitergehen? Ja, das weiß ich auch nicht. Noch dazu können jeden Tag die 100 Mark fällig sein, die was der Gössenberger geliehen hat. Ja, eingeloggt hat er mich schon, dieser Häusabschneider. Ja, und verurteilt bist du auch geworden. Und gestern hättest du sie ihm zurückzahlen sollen. Ja, aber wenn ich nicht kann, ich kann mir doch das Geld nicht aus die Ärmel rausschütteln. Mein Gott, was wird denn noch werden? Das kann er doch schon sagen, Geisreiterin. Wenn der Moni 100 Mark nicht zahlt, dann wird er ein Eisel versteigern. Was? Du möchtest mein Häusl versteigern lassen, indem mein Vater und mein Großvater schon daheim waren? Das geht mir nicht so. Okay, das ist doch nicht dein Ernst. Es tut mir leid, ich brauche auch mein Geld. Jeder muss schauen, wo er bleibt. Ja, und wir sollen auf die Straße gesetzt werden. Wegen den lumperten 100 Magel. Wenn sie so lumpert sind, warum zahlst du das nachher nicht? Ja, weil ich es nicht hab. Na also. Okay, Gössenberger, du kannst uns doch nicht von Haus und Hof jagen. Ja, schau, dir kommt's doch nicht auf die 100 Magel an. Ja, hab halt noch ein bisschen Geduld. Oder weißt du was? Mein Mann macht aber ganz schöne Anzüge dafür. Ja, ich brauche keine Anzüge, Wanzig nur. Ich brauche mein bares Geld. Also, Geisreiter, hab ich bis morgen die 100 Mark nicht, dann lasse ich die Hütten da zwangsversteigern. Jesus. Aber eins sag ich dir. Eins sag ich dir. Lebendig bringst du mich da nicht raus, Ja, gell? das werden wir dann schon sehen. Also, na, bis morgen, gell? Das ist mein letztes Wort. Aber bloß mit die Füße zuerst! Bis morgen. Wer meint denn der, dass über Nacht der Geld reinschneidet bei mir? Ah, du Blutsauger, du! Mein Weißl, schau halt, ob du das nicht doch noch irgendwo auftreibst. Ja, vielleicht beim Draxl oder beim Starzer. Ja. Probieren kann ich's ja. Aber ich fürchte, ich als Schneider, ich werde halt bloß wie der Schneider gegen machen. Sagst dem Kirche, er soll am Fallbacher sein Gewand fertig machen, gell? Ja, ist schon gut. Und jetzt geh noch grad zu. Das Glück kommt oft unverhofft. Zu unserem nicht. Um unserem macht das Glück einen weiten Bogen rum. Naja, wer zur Brennsuppen geboren ist, der kommt nie zur Schweinshaxen. Vierte. Wenn der Weißl das Geld nicht auftreibt, dann ist alles aus. Abend schon Faden. Ja, mach am Fallbacher sein Gewand fertig. Ich komm gleich, gell? So. Ja, was denn? Ja, was ist denn? Ja, warum rennen sie denn? Jesus, ist am Ende gar das Abendessen anbrennt. Okay. Du kannst daheim gerade ans Essen denken. Als ob man sonst keine anderen Sorgen hätte. Na mei, das Essen halt Leib und Seh zusammen. Ach, dass jetzt ich gar so gern ist. Oh, mein Bub.
Jetzt wird's dann bald ganz aus sein müssen. Sind so gut, Meisterin, warum denn? Der Gössenberger, der lässt uns ein Heisel versteigern, wenn ihm der Meister nicht die rückständigen 100 Mark zahlt. Ja, was ist denn mit uns? Das weiß der Himmel. Ja, Meisterin, wenn ich habe ja bloß 2,50 Mark, die können sie schon haben. Ich geb's ihnen gern, muss halt der Händler diesmal mit seiner Raten warten. Nein, Girgel, das ist lieb von dir. Bist ein guter Bub. Aber behalt noch dein Geld. Mit dem ist uns jetzt auch nicht geholfen. Eigentlich ein dumme Erfindungsgeld. War gar nicht so notwendig in der Welt. Wenn niemand uns hat, fällt es gar nicht auf, wenn man selber keins hat. Grüß euch. Ja, Mutter, was hast du denn? Warum weinst du denn? Weil wir aus dem Heisel rausgeschmissen werden. Was? Was heißt das? Versteigert wird's. Ja, Mutter, ist das wahr? Ja, wegen 100 Mark nimmt uns der Gössenberger unser Heim. Also, der Mensch, der kennt kein Erbarmen. Gottes Willen, Mutter. Ja, ist denn dem Vater gar nicht möglich, das Geld herzuschaffen? Ja, darum ist er ja fort, aber ob er es auftreibt, Wer weiß, wenn die Not am größten... ist der Gerichtsvollzieher am nächsten. Kruzidürten, den Gössenberger, wenn ich was antun kann, dem Ruch, dem Blutsauger, den möchte ich mal zwischen die Finger kriegen. Der kann was erleben. Geh. Was kannst denn du gegen einen Gössenberger ausrichten? Aber warum nicht? Der David hat auch einen Goliath besiegt, ne? Wie uns der Pfarrer in der Feiertagsschule erzählt hat. Jawohl, man muss bloß den richtigen Stor suchen, um den Bierschädel einzuschlagen. Geh jetzt ja auf mit dem Geschwätz. Und gell, ihr redet zwar mit niemand drüber. Man schreit sein Unglück so nicht gern in die Weden aus. Girgel, du wirst für ja deinen Mund halten. Alle, ich bin stumm wie ein Fisch. Jesus, ein Fisch, das war was. Dass jetzt hier ein Fisch gar so gern ist. Dass du heute schon da bist. Ist ja schon gleich 5:30 und die Post schließt ja um 5. Was, 5:30? Die Stunde des Abendessens rückt da über näher und die Aussicht auf was Warmes wird da über kleiner. Mei, Evel, schaust da nicht recht gut aus heute. Hast du wieder recht lang müssen auf der Post, ha? Mei, ist halt kein leichter Dienst, zur Post stehen. Ja, das kann ich mir schon denken. Aber sind wir froh, dass du wenigstens du eine Stellung hast. Ich glaub ja auch nicht. Okay, ein paar Markel hättest nicht. Ich hab noch nichts für den Abend. Na, Mutter, mein Lohn krieg ich erst nächsten Monat wieder. Ja, und was ich gehabt hab, das hab ich da ja so gegeben. Ja, freilich. Heilige Mutter Anna, ist dir das ein Kreuz. Naja, dann müssen wir halt wieder mit einem Malzkaffee zufrieden sein. Kirgel, geh ins Schupfenhaus und hol ein Holz und trag's in die Küche. Ja, und das Gewand vom Fallbacher soll das allein fertig werden. Geh, die paar Minuten, die machen doch nichts aus. Naja, für die Küche tue ich alles. Ja. Ja, wenn es nicht gerade zwingend Malzkaffee war. Aber wissen Sie was, Meisterin? Was denn? Jetzt ist schon alles eins, jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an. Dann hat der Teufel so viel geholt, soll er das letzte auch noch holen. Machen Sie heute Abend Schinkenödel. Okay, du bist narrisch, jetzt geh. Dass ich das Schinkenödel gar so gern isst. Arme Mutter, so weit hat's kommen müssen. Nein, ja nicht helfen können. Grüß dich, Effi. Grüß dich, Andreas. Bring deinen Vater sein Gewand. Der Geisreiter soll ein bisschen putzen und aufbügeln. Und das schaut ja gut aus, das muss ich sagen. Ja, es war dem Vater nicht recht gut gestern auf die Nacht. Ich glaub, der hat ein bisschen zu tief im Maßkrug reingeschaut. Ja, nachher. Aber dass du das Gewand selber rüberbringst, Ist du nicht recht? wie kannst du denn so reden? Ich hab bloß gemeint, es war schließlich doch Sache von eurer Magd. Ja, das schon. Aber ich hab die Gelegenheit gleich beim Schopf gepackt, damit ich mit dir ein bisschen ratschen kann, ohne dass wer was merkt. Freilich, dass niemand was merkt. Ja, nachher kommst du am Tag 3, 4 Mal zu mir in den Posten rein. Naja, ich kauf mir Briefmarken. Das kann mir keiner verwehren. Ich möchte bloß wissen, was du mit den früher Briefmarken anfängst. Mei, weißt, ich bin halt ein leidenschaftlicher Briefmarkensammler. Geh du! Meinst du, das merken die Leute nicht? Ja, und wenn dein Vater was erfährt? Mei, der wird schon erfahren müssen. Vorläufig bringt er mir alle Damen lang eine Braut daher. Weiß noch grad alle hernimmt. Aber wenn er sieht, dass ich keine nimm, von denen wo er mir vorschlägt, wird's ihm schon zu dumm werden. Und ich krieg die, wo ich mag. Mein Anderl, eine mit Geld, die war vielleicht doch besser für die. Ja, schließlich hat dein Vater doch recht, wenn er's nicht zugibt mit uns zwei. Herrgott, wenn ich doch selber Geld genug hab.
Warum soll ich da nicht das Mädel heiraten, das ich mag? Nein, ich nehm keine andere wie die. Aber Andal, da am Fenster, wenn's die Leute sehen. Sag dir nicht, Evi. Und jetzt muss ich heim, gell? Das mit dem Band, das riecht dein Vater aus. Und morgen komme ich wieder auf die Post und hol mir Briefmarken. Mei Andal, wenn das alles so leicht war. War jetzt nicht gerade am Gössenberger sein Bruder? Ja, Was hat er denn wollen? das Gewand hat er gebracht von seinem Vater. Du sollst das putzen und aufbügeln. Sauber schaut's aus. Ja, wo ist denn der Kirgel? Ja, lass der Mistbuch alles liegen und stehen und der Fallbauer kann jeden Moment kommen. Er ist bei der Mutter in der Küche. In der Küche? In der Küche? Ja, was tut denn der in der Küche? Da an der Westen soll er sitzen und nicht in der Küche. Ich hol ihn schon. Vater, hast du Geld gekriegt? Nein. Ach, Jesus. Bist du schon wieder da? Ja und? Was ist? Nix. Um Gottes Willen. Jeder hat eine andere Ausrede gehabt. Der eine, der muss noch sein Kaibe verkaufen. Der andere, der hat gerade kein Bargeld. Ja, so ist es immer, wenn man Geld braucht. Ja, was tun wir denn jetzt? Ja, frag mich nicht. Ich weiß ja selber nicht, wo mir der Kopf steht. Aber jetzt schickt's mir einen Kirgel rein. Wir müssen am Fallbauer sein Gewand fertig machen. Ich hab's ihm für heute Abend versprochen. Also, Evi, William Girgel, ich mach mich aufs Schlimmste gefasst. Die Mutter, muss nicht verzagen. Vielleicht kommt's ja doch anders. Wenn so einen erwischt, dann erwischt so einen schon richtig. Nicht schaut's aus. Eigentlich müsste man sie ihm vor die Füße schmeißen, sei Zeug. Naja, die Westen hat's am ärgsten erwischt. Da bin ich schon, Meister. Ja, ich kann mich auch nicht reißen. Du, jetzt reißt die gleich, gell? Was tust denn du in der Küche draußen? Ich hab der Meisterin bloß eine Feier gemacht. Ja, dafür bist du nicht da. Ja, kann man schon denken, dass schlecht aufgelegt sind. Die Meisterin hat mir schon gesagt, dass sie die 100 Mark nicht auftrieben haben. Aber so sind die Leute. Wenn ihm das Wasser schon bis ans Maul geht, ausziehen tut dann keiner. Jeder hat Angst, er kann sie nass machen. Ja, lieber lassen's die da saufen. Ja, die sind alle so wasserscheu wie der Meister. Da, der Gössenberger hat sein Westen und sein Jocken geschickt zum Putzen. Der soll sich selber putzen, sein Dreckwand. Nein, Kirchel. Seine Pflicht muss man da bis auf die Letzte. Aber wer putzt denn den nachher, wenn er uns da rausgeschmissen hat? Nein. Wenn's wirklich so weit kommt, dann musst du halt eine andere Lehrstelle suchen. Nein, Meister, ich bleib bei ihnen. Kommt's, wie es mag. Ja, wir können doch auch woanders nein als wieder herin. Ja gut, der würgen kann die den Kerl. Aber das mit deinen 3 Mark, das tut mir auch leid. Du musst jetzt auch noch warten drauf. Um mich machen sie einer keine Sorgen, Meister. Nur wenn es nicht anders geht, muss man halt der Fahrradhändler das Radl wieder wegnehmen. Mein Kirl. Ich nehm alle Quatschen, die ich dir jemals gegeben hab, wieder zurück. Und jetzt nein die Knöpfe da rein, im Fallbauer sein Westen. Weil sonst fangst du nicht. Wenn mich bloß meine Kräfte nicht verlassen. Mir ist so schwach im Magen. Ja. Zum Verhungern wird schon nicht sein. Weit ist nimmer hin. Mei, da braucht man ja einen Liter Waschbenzin. Hey, da ist was drin. Was ist denn das? Ha! Sei Schnupftabakdosen. Naja, ein Bries könnte nicht schon, ne? Mir auch eine. Wenn man die ganze Zeit schon nichts in den Magen kriegt, soll ich wenigstens Nasen Futter haben. Ja, dass du von allem was haben musst. Da geh her. So, jetzt. Oh, das ist ein scharfer. Hui, da ist lauter Kalk drin. Und Fliegenköpf. Ja, der beißt. Jetzt. Wir werden gleich wieder so ein bisschen Schnupftabak müssen, ha? Jetzt komm, arbeit weiter. Aber da ist ja noch was drin. Das ist ja ein Hunderter. Ein richtiger Hunderter. Hat der Meister was gesagt? Ich? Nein. Grüß Gott. Grüß dich. Du bist das schon. Ist mein Gewand fertig?
bist gerade um eine Viertelstunde zu früh. Ach so, gut, nachher komme ich später wieder. Nein, du, der Girgel sitzt an deiner Westen und da schau her. Die Oppen ist schon fertig. Da schau. Schön ist geworden, hä? Die sitzt dir jetzt wie angegossen. Ja, und einen billigen Preis habe ich da gemacht. Ja, nachher ist schon recht. 1,50 Mark gekostet. Und das ist geschenkt. Wenn du mir vielleicht die Mark 50 gleich zahlen kannst? Nein, vor Samstag geht das nicht, Geisreiter. Ich krieg erst am Samstag einen Wochenlohn vom Forstamt. Aber jetzt bleibt's heute schon beim Malzkaffee. Was sagst Nix, ich hab mir bloß gedacht, dass man halt ein Geld braucht. Wenn man was zum Essen will. Nein, ich kann auch nichts machen. Ich muss ja selber noch bis Samstag warten. Samstag? Nein, das ist erst Montag. Das wäre eine harte Wartezeit. Und mein Hosenriemen ist auch so schon im letzten Loch. Ja, das ist schon hart, wenn das Schicksal gar kein Einsehen hat, gell? Du, aber was anderes, Paulus. Was tatst denn du, wenn du einen Hunderter finden darfst? Ja, mein, so ein Sauglück, wenn ich hätte. Aber das passiert mir nicht. Ich darf schnurstracks zum Metzger laufen. Auf eine halbe Sau kann's mir gar nicht an. Ja, aber du bist jetzt nicht gefragt. Nein, ich meine bloß, wenn's der Fall war, darfst denn du halten? Ich schon. Statt bist. Ob ich behalten darf? Freilich, was denn sonst? Ich kann ja nicht wissen, wer ihn verloren hat. Ja, schon, aber sitz dir mal her. Wenn du aber eine Ahnung hättest, wer ihn verloren hätte. Ja, nachher ist noch nicht sicher, ob der Hunderter, den ich gefunden hab, gerade der ist, den wo der andere verloren hat. Ein Hunderter schaut wie der andere aus. Ja, aber nehmen wir mal an, du darfst gewiss wissen, wer ihn verloren hat. Nein, nachher freilich kannst du ins Gericht einmischen, wegen Unterschlagung, wenn's den polst. Warum willst du denn das wissen? Das ist mir bloß gerade so eingefallen. Ja, wenn man kein Geld hat, dann hat man solche Einfälle und träumt davon, dass die Hunderter bloß gerade so übereinander liegen. Ein armer Teufel! Bleibt der arme Teufel! Also, nachher komme ich später wieder, nachher wird mein Gewand wohl fertig sein. Ja, und gewiss auch noch. Fertig, Eisreiter! Und die auch so viel. Fertig! Wenn man's gewiss wüsst, wer ihn verloren hat, nachher war's Unterschlagung. Aber wenn man's nicht wüsst. Und weißt du, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du recht bald einen Hunderter findest. Ein Hunderter finden bleibt halt ein schöner Traum. Ja, oft geht so ein Traum auch in Erfüllung. Dass ich jetzt gar so schwach werd, kommt das vom Hunger. Da, nimm das Bügeleisen, trag's in die Küche aus und stell's auf den Herd. Vielleicht wird's dann besser. Wenn ich jetzt in die Küche gehe und da gibt's nichts, dann wird's noch schlimmer. Ab jetzt, wie Gott will, ich halt still. Mit dem Hunderter werden wir auf einen Schlag geholfen. So, das haben wir. Einen Malzkaffee habe ich auch schon stehen sehen. Ich geh jetzt zum Knäpfewirt rüber. Ich muss meinen Kopf ein bisschen auslüften. Und beim Bier, da kommen dann die besten Gedanken, gell? Ja, das stimmt. Ja, hat denn der Meister Geld? Das geht dir nicht so. Mach du am Fallbauer sein Gewand fertig. Nicht, dass er nur einmal umsonst kommt. Mir hängt die ganze Gaudi schon zum Hals raus. Ja. Ich kann mir schon denken, bei mir wird auch bald der Gerichtsvollzieher erscheinen und sagen, so, jetzt muss ich leider pfänden, weil du schon mit 2 Raten für der Radl in Rückstand bist. Jawohl. Wo ist denn der Meister gerade hin? Zum Knäpfewirt. Was? Ja, was tut er denn da? Ja, was wird er denn da tun? Ein Bier trinken? Ja, was war denn das? Von der Arbeit weglaufen und direkt ins Wirtshaus rennen. Ja, nur dazu ohne einen Pfennig Geld. Mit einem Geld kann jeder Depp ins Wirtshaus gehen. Sowas, na sowas. Was ist denn, Mutter? Der Vater, der ist zum Knöpfelwirt rüber. Ich weiß gar nicht, was ihm da eingefallen ist. Plötzlich ins Wirtshaus gehen. Ich schon. Euer Malzkaffee hat ihn vertrieben. Schau, Mutter. Der Vater will halt auch mal seine Sorgen vergessen. Ja, und vielleicht trifft er ja einen, von dem er die 100 Mark kriegt. Ja, vielleicht ereignet sich das Wunder. Was tust du denn da? Schnupfen, das siehst du. Ja, wo hast denn du die Schnupftabakdosen her? Der Meister, der schnupft doch nicht. In Gössenberger seiner Westen, die er zum Putzen rübergeschickt hat, ist drin gesteckt. Dann legst du das jetzt wieder zurück, das geht dir nicht so. Der ewige Malzkaffee hat ihn vertrimmt. Hätt's einmal Fleisch gekocht, war er da blind. Es ist schon wahr auch.
Für einen Mann, der was den ganzen Tag arbeitet, ist so ein Malzkaffee auch kein Essen. Ich schau jetzt einmal zum Metzger um mich. Mei, vielleicht hat er ja ein Einsehen und gibt mir ein Schweiners und lässt es aufschreien. Kannst es ja probieren, Mutter. Vielleicht hat Meisterin ein Glück und kommt mit ein paar Pfund Schweinerns zurück. Dass es ihr das Schweiner nicht gar so gern ist. Evi, trag die Kartoffeln in die Küche. Und du gehst zu der Graumarin um und holst ein halbes Pfund Margarine. Was? Margarine? Nein, eine Tafel Butter. Mein Bub, sag ihr, wir zahlen's die nächsten Tag. Naja, ich werde ja versuchen, das Herz der Kramerin zu erweichen. Ich werde sie in mein Äußeres bezirzen. Und wenn das nichts nutzt, dann sage ich, sie hat den schönsten Kropf von ganz Oberbayern. Die Geschirre, die Geschirre. Der Bub, der wird jeden Tag frecher. Aber es gefällt mir von ihm, dass er so zu uns hält. Ja. Ein anderer war schon längst auf und davon. Ja, freilich. Mei, wie gern da der mir mal ein bisschen was zustecken. Aber das hört sich gleich auf, wenn man selber nichts hat. Na, jetzt probiere ich mal beim Metzger mein Glück, gell? Wer bin ich? Mein Anderl, die kenne ich bei der stockfinsteren Nacht. Was willst du denn schon wieder? Geh mir da vielleicht zu oft. Ich mein ja bloß, wo doch die Leute nichts merken sollen von uns zwei. Ich bin auch nicht ohne Grund da. Na, der Vater hat in seinem Westentaschel von dem Gewand, wo ich da vorhin überbracht hab, seine Schnupftabakdosen stecken lassen. Tja, und die soll ich jetzt holen. Ist die? Ja, die ist schon. Weißt, wenn der Vater nicht seinen Schnupftabak hat, dann holt's hexens der Teufel bei ihm aus. Ja, dann bring wir ihm nur gleich. Pressiert's das so, dass ich wieder gehe? Na, aber dein Vater wird warten. Ja, und wenn's zu lang ausbleibst? Auf was? Auf die paar Minuten wird's ihm schon nicht zusammengehen. Mir ist aber lieber, du gehst, Andreas. Schau, es kann wer kommen und ich möchte nicht, dass man uns da allein beieinander sieht. Also gut, damit's nicht ins Gerät kommst. Fertig, oder Evi? Vierte Andreas. Halt ein bisschen. Ich muss dir noch was Wichtiges sagen. Was denn? Ah, das haben wir ja gedacht. Drum warst du so eifrig bereit, mein Gewand zum Schneider rüberzutragen, um eine Schnupftabaksdosen zu holen. Und eine Ziege, dass ich mich nicht täuscht hab. Naja, wenn's das schon weißt, die Evi und ich, wir haben uns gern. Ja, du kannst mich auch gern haben. Ja, und sie sollte mein Weib werden. Ah, sonst fällt dir wohl nichts sein, oder? Ich bin alt genug, dass ich weiß, was ich zum Tor hab. Du hast das zum Tor, was ich dir anschaff. In der Arbeit ja, aber in der Liebe nicht. Das werden wir noch schon sehen. Ich hab da schon eine Braut rausgesucht. Die Staudinger Mari von Grünstadt. Das reichste Mädel in der ganzen Gegend. Das ist jetzt schon die 4. Braut, die du mir rausgesucht hast. Aber ich werde die genauso wenig nehmen wie die anderen 3. Drum keine Angst, Evi. Wir zwei, wir kommen schon zusammen. Solange ich lebe nicht und schaut, dass du an die Arbeit heimkommst. Gut, da folge ich dir gern. Da tue ich alles, was du mir schaffst. Aber beim Heiraten, da habe ich meinen eigenen Kopf. Fertig, und Evi? Na, hey. Ah, da. Deine Schnupftabakdosen. Nimmer tüchtige Pries. Vielleicht kommt's dann zur Einsicht, dass sie die Liebe nicht befehlen lassen. So ein Lausbucher. Ist der Vater daheim? Ich hab mit ihm was zum Bereden. Na, Ja, dann werde ich es morgen klar machen, wenn ich mehr Geld habe. Und du schlagst da meinen Burm aus dem Kopf, gell? du musst erst schauen, dass er mich aus dem Kopf bringt. Und ich glaube, du wärst die Schwador. Das lassen wir meine Sorge sein. Und noch einmal, wenn ich bei dir im Postamt drin erwischt, dann zieh ich bei den Ohrwaschen raus, den sauberen Briefmarkensammler. Naja, Anderl, das mit deinem Vater wäre der harte Nuss. Was hat denn der Gössenberger gerade wollen? Nix weiter, nach dem Vater hat er gefragt. So, na, das wird was gescheit sein, was der zum Fragen hat. Ah, da, riech das Fleisch her. Hast du also doch eins gekriegt? Ja, mit Ach und Krach. Der Kirgel wird auch gleich da sein mit dem Fett. Dann machen wir einen Schweinsbrunn, das geht am schnellsten. Ist recht. Werden sie alle freien, dass mal wieder was Warmes gibt. Na, mein Mo. Alles liegen und stehen lassen und einfach ins Wirtshaus rennen. So, haben wir ihn schon. An Butter. Butter? Das war eine Hundsarbeit, bis ich die Kramerin so weit gehabt hab. Das mit dem Kropf hab nicht ziehen wollen. Dann hab ich's verliebt angeschaut. Na, es war geworden, wie ihr Butter seid. Dann tragen gleich eine zu der Evi in die Küche. Ich geh noch schnell in den Garten und hol ein paar Zwiebeln. Ja, hat die Meisterin etwa ein Fleisch gekriegt? Freilich. Oh, Jesus, heute ist ein Glückstag. Zuerst ist der Malzkaffee drohend am Himmel gestanden und jetzt ist auf einmal ein Fleisch draus geworden. Ja, jetzt geh noch grad zu. Meisterin,
Vielleicht kommt der Meister gar nicht zum Essen heim. Warum? Na, hat er für jeden von uns mehr vom Braten auszuschauen. Ja, sei so gut. Das war was, wenn der die halbe Nacht nicht heim kann. Jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen zu viel erwischt. Aber den 100er, den habe ich noch. Nicht habe ich wechseln lassen. Ich hab mir Wirt, hab ich ihn nur gezeigt. Da hat er mich ganz Zeche ankreiden lassen. Du sollst nicht begehren deines anderen Hausfrau. Gut heißt's, ja genau. Der 100er geht dem Gössenberger. Und das tue ich ihm wieder rein in seinen Westen, jawohl. Wo ist denn die überhaupt? Ah, so liegt's ja. So. Und jetzt ist der Geisreiter wieder der ehrliche Mo, der allweil war. Ja. Keiner kann was nachsagen, gell? Aber das Bier, mein Lieber, ja, das war vielleicht gut. Das Bier war gut. Oh. So, das Essen war fertig. Jetzt braucht dann bloß noch der Meister kommen. Ich meine, wir sollten nimmer länger warten. Ja, freilich. Brat ja alles zusammen. Geh weiter, Kirgl. Hilf mir noch schnell bei den Kartoffeln. Ja, das mache ich gern. Was ist jetzt mit meinem Gewand? Ach, grüß dich. Du, das ist fix und fertig. Da wirst schauen, wie fein wir dir das zusammengerichtet haben. Sauber, sag ich. Du, jetzt möchte ich aber doch reinschlupfen, damit sie nichts feit. Ah, das kannst. So. Sitzt gut? Ja, freilich. Ja, ich komm schon. Du zieh dir weit Joppen an, ich bin gleich wieder da. Ja, das mach ich. Da, schau her. Schießen. Und passen tut's gewaltig. Respekt. Was ist denn da drinnen? Ja Gott, das ist ja ein Hunderter. An den hat sich mein Vetter Silly Quiz nicht mehr erinnert. Herrgott, ist dieser Klick. So, also, passt's gewandt. Ja, freilich, ganz gut passt's. Ja, aber ist recht. Und da ist die Hosen. Du, das war eine Hundsarbeit. Aus dem Elefantenschlag eine Röhrlhosen Ja, machen. das glaub ich. So, wie haben wir's denn? 1,50 Mark. 1,50 Mark sagst. Da schau her. Kannst du mir rausgeben? Ein Hunderter? Freilich. Will er sehen? Nein. So schaut der Hunderter aus. Ja, da. Du, aber rausgeben kann ich dir fein nicht. Auf den kann die in ganz Bayern keiner rausgeben. Ach so, weißt du was? Dann komm ich morgen, wenn der Meister wieder da ist. Vierte! Bitte! So ein Hunderter, der kann mehr einmal brauchen. Uiuiui, das Festessen beginnt. Oh, fein, dass es ihren Schweinsbraten gar so gern ist. Dass der Vater gar so lange ausbleibt? Gute Lust hätte ich und gange rüber zum Knöpfelwirt. Ja, nein, Mutter. Was taten denn dort Leute denken, wenn du einen Vater aus dem Wirtshaus willst? Geh ausgerechnet heute, wo es einmal wieder was Warmes gibt, ist er nicht da. Freilich ist da der Meister. Da liegt er ja. Ja, was war jetzt das? Schlaft der da herin? Ja, der Meister wird schon seinen Grund haben. Vater, das Essen steht auf dem Tisch. Nicht einmal so ein verlockender Ruf kann den Meister aufwecken. Na, er ist weggefeit. Nein, sowas. Mei, ihr seid das Bier nicht gewohnt. Was ist denn jetzt Wastel? Was ist denn los? Was gibt's denn? Ist Polizei schon da? Vater, Die sollen fein schauen, dass sie weiterkommen, gell? Die haben da bei mir nichts verloren. Was hat denn der mit der Polizei? das redet er bloß im Schlaf. Ich hab kein Geld nicht. Ich hab kein Geld nicht unterschlagen, gell? Ich bin ein ehrlicher Mann. Ich bin ehrlich, Psuffer. Na sowas. Er kann halt das Bier nicht vertragen. Das Gescheiterste ist, wir bringen ihn gleich ins Bett. Ihr riecht's gleich her. Ja, und ich mache ihm einen schwarzen Kaffee.
Hey, Meister, auf geht's! Ja, also was müssen wir haben? So ein heilsames Wasser. Wie am Gierl seine Mutter ihm eine Flasche voll mitgegeben hat. Ja, so eins brauchen wir. Ja, genau. das war freilich gut. Ah ja, genau. Und gerade aus unserem Brunnen müssen sie kommen. Nachher war uns geholfen. Sie Meister, wenn das möglich war. Ja, du Rimpfig, du Saudums, du. Aber der Gössenberger, weißt du? Der Gössenberger, Der ist das gleiche Rindviech wie Sie. Aber ich bin hell auf der Platten. Meisterin kocht einen Kaffee, Evi riecht's Bett her. Der Meister selber ist nicht diskutabel. Da werd ich mich opfern, dass der Schweinsbraten nicht kalt wird. Dass es hier ein Schweinsbraten gar so gern ist. Ja, den Steinen gibt's der Herr im Schlaf. Der Hunderter, der ist im Westentaschel. Teufel, Ja, das sind die bewussten Töne. Mir brummt mein Schädel, wie als wenn lauter Bienen drin umeinander sausen würden. Und mein Magen. Ja, kein Wunder, bei so einem Rausch. War er wirklich so arg, hä? Es hat gelangt, Meister. Wir haben den Meister gleich ins Bett geschafft. Einen Durst hab ich. Ja, das glaube ich. Übrigens, der Fallbacher hat gestern noch sein Gewand geholt. Aha. Das hab ich gar nicht mitgekriegt. Naja, da war der Meister eben nicht vernehmungsfähig. Und? Hat er Zeit auch? Ah, nein, Schmarrn, der wollte ja am Samstag kommen. Nein, er kommt heute zum Zahlen. So, die Westen war bügelt. Wie schaut's mit der Joppen aus? Jawohl. Dann tragst du es am Gössenberger rüber. 4 Mark kostet's. Ist recht. Ja, und sagst ihm, die Schnupftabakdosen, gell, die in der Westen drin war, die hat der Andreas gestern schon geholt. Und was etwa sonst noch in der Westen war, ist alles drin. Er soll nur nachschauen, dass nichts fehlt. Verstehst? Vor deine Augen soll er nachschauen. Ja, meint der vielleicht, wir könnten ja was gestohlen haben? Man weiß ja nicht. Und drum sagst du es ihm genau so, wie ich dir das jetzt gesagt hab. Ist gut. Meister, soll ich nicht am Rückweg noch einen Leberkäse mitnehmen? Ja, zu was? Zu was? Das ist eine Frage, wo ihr Leberkäse so gern isst. Schau, dass du weiterkommst. Lauf, Depp, Damischer. Laufen soll ich auch noch, was mir durch die Unterernährung solche Schwierigkeiten macht, wo das Laufen für einen leeren Magen gar nicht gut sein soll. Nie froh, dass der Hunderter wieder im Westentaschel ist. Ja, ich hab schon geträumt heute Nacht von lauter Hunderter, die umeinander flattern und von den Gendarmen. Da ist er ja, mein Tag- und Nachtschatten. Was suchst du denn? Hast du nicht gehört? Ich hör schon, so ein Schand. Was denn für ein Schand? Der ganze Ort weiß, wie nötig, dass wir dran sind. Kein Metzger, kein Kramer schreibt mir was an. Aber der Herr Schneidermeister Geisreiter kommt schön fein nobel mit einem Mordsrausch heim. Du, hör mal auf. So nobel war der Rausch nicht. Der Gössenberger, wenn von deinem Rausch erfahrt. Oh, nachher. Ja, was ist denn nachher? Ja, was geht denn am Gössenberger? Mein Rausch an? Der soll sich um die Seinigen kümmern. Es ist ja nur, weil sein Bur unser Evi gern hat. Ja, gerade hat's mir's gesagt. Was sagst du? Aha, das ist eine Neuigkeit, gell? Eine saubere Neuigkeit. Oh, wenn mir auch heute jedes Haar am Kopf wehtut, da bin ich mir trotzdem sicher, dass das der Gössenberger nie zugibt, dass aus denen 2 ein Ball wird. Ja, der wenn das mit der Liebschaft mitkriegt, ja, und heute kommt und mir die 100 Mark nicht zahlen können, wer schauen, wie schnell wir hinausfliegen. Oh. Ja, mei. Dann heiratet halt der Andreas unser Evi ohne die Einwilligung von seinem Vater. Und später wird's dann doch noch Bayerin auf dem Gössenhof. Und 3 Jahre nix auf Weihnachten. Weiberlogik. Wir werden sehen, da fliegen wir gleich auf den ganzen Ort aus. Ja, der Gössenberger, der bringt das schon zusammen. Bloß, dass die Evi am Andreas nicht mehr unter die Augen kommt. Nein. Du in deinem Katzenjammer,
Du siehst heute wieder alles schwarz. Überlass das bloß an Andreas und der Ivi. So, und jetzt kommt zum Kaffee. Kaffee. Der ewige Malzkaffee, der hängt mir schon zum Hals raus. Ja, ein Champagner kann ich dir keinen geben. Ja, will ich auch gar keinen. Mit dem Bürgel wird's auch nicht besser. Hier, schafft da. So, bin schon wieder da. Geschwind wie der Wind. Und? Hast du das ihm gegeben, Gössenberger sein Gewand? Ja, aber der Gössenberger war nicht daheim. Jesus! Ja, der wird doch nicht schon auf dem Weg daher zu mir sein, um seine 100 Mark zu holen. Ah ja, jetzt sind es ja bloß nur 96 Mark, wenn wir die 4 Mark fürs Gewand abziehen. Aber die 96 Mark hab ich doch auch nicht, dummer Bub. Mei, was tue ich denn bloß, was tue ich denn bloß? Legen Sie ihn ins Bett und ich sag dann, Sie sind gestorben. Der bringt's ja fertig und zieht mir die 100 Mark noch raus, wenn ich schon im Sarg lieg. Jesus! Jetzt ist er schon da. Den pressiert's aber dem Ruch. Sag freundlich herein. Herein! Grüß Gott, Beinand. Du bist das, Paulus. Ja, ich möchte gern mein Gewand zahlen. Zahlen? Ja, das höre ich gern. Das ist ein Wort. Am Mark 50 hast du gesagt. Ja, ich hab's dir ausnahmsweise billiger gemacht, weil du ein alter Kriegskamerad von mir bist. Ja, und sowas vergisst man nie in seinem Leben. Ja, und bindet auch die Menschen, die sowas miteinander erlebt haben, fürs Leben zusammen. So, schau her, Geisreiter. Kannst du mir rausgeben? Ja, das ist ja ein Hunderter. Freilich. Den Hunderter, die kannten wir brauchen. Da kann uns der Gössenberger einen Buckeln unterrutschen. Was ist mit dem Gössenberger? Ja, ich muss ihm doch heute noch 100 Mark zahlen, sonst lasst er mein Häusl versteigern. Was? Und wir sind am Hungertod preisgeben. Ist das wahr? Jawohl. Der Hundsheiter, den sauberen Bruder, den kenn ich. Ja, und er hat kein Erbarmen. Ja, ich hab schon sowas leiten gehört, dass er gern deinen Grund und Boden haben möchte, um drauf ein Zirkelstadel zu bauen, aber ich hab da nicht so viel drauf gegeben. Wir sollen also verziegelt werden. Darum ist der so auf mein Häusl eingespringt. Aber den Bissen müssen wir meist jetzt hinreißen. Und das konnten wir nur mit deinen 100 Mark. Was? Mit meine? Ja, recht hat er. Ich lass doch meinen Kriegskameraden jetzt so wenig im Stich, wie ich das damals draußen im Feld da hab. Da hast du den Hunderter. Bin bis jetzt ohne ihn ausgekommen, werd's auch weiterhin ohne ihn gehen. Ja, Paulus, Paulus, ja, das werde ich dir nie vergessen. Weil du hast mein Häusl gerettet. Und mich vor Hungersnot. Ja, jetzt macht's keine Geschichten nicht. Geh, weißt du, das ist doch ganz normal, dass einer den anderen hilft, wenn er kann. Zurückzahlen kannst du mir ja nachher, wenn du wieder übriges Geld hast. Mei, Paulus, ich danke dir recht schön. Weißt du was? Ich schreib dir gleich einen Schuldschein raus. Das braucht's gar nicht. So, und jetzt haust du den Blutsager sein Geld hin und ihm selber zu der Tieren aus, wenn er kommt. Vierte. Mei, Paulus, ich danke dir recht schön, ich danke dir recht schön. Fallbacher, du müsstest die Rettungsmedaille kriegen. Warum? Naja, du hast meinen Meister aus dem Wasser gezogen und das scheucht er zweimal. Du Verlotto. Vierte. Vierte. Jetzt sind wir aus dem Wasser. Oh, mein Kater, der ist auch vergangen. Meister, wollen Sie jetzt die schönen 100 Mark wirklich im Gössenberger in den Rachen schmeißen? Ja, freilich. Ja, was denn sonst? Das war doch jammerschade. Aha, und mich dann lieber aus dem Haus jagen lassen. Dummer Bub. Bringen Sie doch nur, was wir für das viele Geld alles zum Essen kriegen. Jeden Mittag und jeden Abend ein Schweinsbraten oder Böfflamott oder ein Gickerl und eine Leberknödelsuppen oder gar ein Ganzer. Oh, und wenn du jetzt nur was von der Kalbshaxen sagst, gell, dann fliegt der Watschenbaum um. Freilich. Schön war's schon. Aber der Gössenberger, der bringt's ja sogar fertig und lasst uns das Gansal aus der Reiner rauspfinden. Nein, da wird nichts draus. So geben Sie ihm heute noch 50 Mark und streichen wir dafür als Gansal von der Speiskarten. Bloß 50 Mark? Hör aber auf und sei stark. Du bist ja wie die Schlange im Paradies. Mei, wenn der Meister noch grad wieder Adam einbeißen darf, den Apfel. Ja, und mich dann vom Erzengel Gössenberger aus dem Paradies vertreiben lassen. So, jetzt darf ich aber schauen, dass ich in den Dienst komme. Das Gartel kann ich jetzt nimmer gießen. Na ja, das kann ich dann nie erledigen. Ist eh ganz gut, wenn ich ein bisschen an frische Luft komme, gell? Ja, nur wo gehst denn her, gell? Das kann ich mir denken. Ja, was kostet du denken? Du vorlauter Schnabi hast überhaupt nichts zum Denken über deinen leiblichen Vater. Und sowas schon gleich gar nicht, gell? Geh, Vater, reg dich doch nicht auf.
Hast Aufregung genug, wenn jetzt der Gössenberger um seine 100 Mark kommt? Ja, der soll nur kommen. Wir sind zu seinem Empfang bereit. Ja, was willst du denn da? Zahlen? Ja, mit was denn? Ja, mit Griffestumpen nicht. Jawohl, wir sind absolvent. Vater, ist denn das möglich? Ja, den kannst du fotografieren lassen und dir einen Abzug nehmen. Na, so ein Glück. Mutter, komm geschwind. Was ist denn da? Der Vater hat die 100 Mark für den Gössenberger. Was? Ja, wo hast denn du das Geld her? Der Fallbauer hat's mir geliehen. Ja, aber wer kommt denn der Fallbauer zu so viel Geld? Ja, das weißt du nicht. Das werden sie schon erspart haben. Mei, ja, das kommt ja wie ein Hul vom Himmel. Wer weiß, vielleicht hat doch der Schmerzensrausch vom Meister gestern Abend an den Himmel gerührt. Also, mir ist jetzt direkt der Stor vom Herzen gefallen. Jetzt können wir wenigstens wieder ein bisschen schnaufen. Ah, als Schnaufer allein nutzt auch nichts, wenn man nicht nur zum Essen hat. Der Herz ist mit dem Schnaufer bald auf. Ja, und darum, Vater, musst jetzt du schauen, dass du Arbeit kriegst, gell? Und du, Girgel, du gehst jetzt das Kammerlaus und tust die Stiefel putzen. Na, dass einmal die Faulenzerei da ein Ende hat. Naja, meinetwegen. Aber wissen Sie, Meisterin, eigentlich möchte ich ein Schneider werden und kein Stiefelputzer. Ja, also, weißt du, der Bub, der wird jeden Tag frecher. Aber ich lass mir von dem Lauser den Tag halt nicht verderben. Und morgen, da stifte er Kerzen zum heiligen Antonius. Und ich genauso tue jetzt das Gartel gießen und schau nach dem Lausbaum. Mei, Evi, jetzt freut mich das Leben wieder. Gott sei Dank, die Sorge sind wir los. Evi, bist du da? Was willst denn schon wieder? Mei, der Anderl. Ich komm bloß auf einen Augenblick. Ich hab sowieso keine Zeit. Ich muss auf die Post. Ich wollte nur sagen, dass ich halt nicht auf die Post kommen kann. Ja, ich muss mit dem Vater gleich nach Grünstadt fahren. So, nach Grünstadt. Wieder auf Brautschau. Okay, Evi, auf Brautschau, sowas. Nein, ich soll's mir heute mal anschauen, will der Vater. Und so schauen kostet ja nichts. Na, kosten tut's nix. Aber man soll nicht mit dem Feuer spielen. Leicht gefällt dir die neue Braut? Mir gefällt kein andere wie du. Ja, was? Nein, Evi, hast du so wenig Vertrauen zu mir? Andreas, ich glaub ja an die. Aber schau, schließlich musst du halt doch das tun, was dein Vater will. In allem sonst ja. Aber in meiner Liebe, da lass ich mir nicht reinreden. Ich hab auch einen Dickschädel. Und es wird sich sagen, wem der seinige der dickere ist. Meister, ich glaub, wir stören. Was stören? Sag einmal, Mutter hat mir schon gesagt, was mit euch zwei los ist. Ja, Evi, ist dir da nichts Dummes eingefallen? Aber Vater, wie kannst du so reden? Ja, wo halt lieb hinfällt, Meister? Ja, geh, was weißt denn du schon? Ah, ein Schneiderlehrling hat ein Herz. Ihr werdet schon sehen, dass ich recht hab. Und wart's noch ab, was dein Vater dazu sagt, Anderl. Das ist mir wurscht. Ich lasse mal nicht von der Evi. Geht's, wie es mag. Und wenn sie mein Vater auf den Kopf steht. Da kannst du lang warten, bis das dein Vater tut. Wenn man Teufel nennt, kommt der Grind. Hab ich dir nicht gesagt, ich wollte mit dem Schneiderdirndl nicht mehr beieinander stehen sein, ha? Gesagt hast du schon. Aber deswegen brauch ich noch lange nicht da. Das wird sie noch schon finden. Ja, der Hungerleidergesellschaft kann das freilich so passen, dass sie eins von einer Bredelbrot in meinen Hof sitzen kann. Du, Gössenberger, tu uns nicht beleidigen, gell? Wir wollen nichts von deinem Andreas. Er will was von uns. Na, was denn? Der Dirndl vielleicht, ha? Die werden ihre Schüsse schon nach dem Andreas vertraut haben. So was verstehen also die Weiberleid. Das ist nicht wahr, Gössenberger. Vater, ich darf mich schammer, wie du jetzt da stehst. Ich möchte nicht sein an deiner Stelle. Jeder blamiert sich heute zu guter Kuh. Lauscht, du bist noch mit redest, dann kriegst du rechte Watschen, gell? So, jetzt machen wir Schluss. Du gehst heim, spannst rein, wir fahren nach Grünstadt zu deiner Braut. Na, Vater, jetzt fahr ich nimmer mit. Jetzt nimmer. Weißt du was? Fahr doch allein zu der Braut und sag ihr, sie kann am Buckel runterrutschen. Im Übrigen tu ich, was ich will. Du hast mir auch nicht um Erlaubnis gefragt, wie du die Mutter geheiratet hast. Ja, sag doch mal so ein Mit Fluchen machst du das auch nicht besser. Ausprobier ist das immer der Trend ist, dann reiße dich noch mal in der Luft, du. Ja, Meister, was tat nicht sie mit einem zerrissenen Schneiderlehrbuben? Ja, Zammerflicker. Ja, was redst denn da mit uns? Mach doch das mit deinem Andreas aus. Ja, aber ihr seid schuld. Warum passt nicht besser auf den Dirndl auf? Ja, du bist schon gut. Warum passt du nicht besser auf deinen Buben auf? Ja. Er hat meiner Evi einen Kopf vertraut. Umgekehrt wird auch ein Schuh draus. Auf sein Geld hat sie es abgesehen, das ist das Ganze. Na, Gössenberger, du musst nicht alle Leute nach deinem Maß messen.
dem Andreas bloß ein Mädel geben, das wo reich ist. Ob es jetzt der Andreas mag oder sie ein Andreas, das ist dir wurscht. Dir ist das Geld die Hauptsache. Ja, und weil du so bist, meinst andere müssen auch so sein. Das ist aber Irrtum, Gössenberger. Ich hab einen Andreas grad so gern, wenn er nicht der Bub von einem reichen Bauern war. Du kannst die Liebe nicht kommandieren. Und deswegen kannst du auch gar nichts dagegen tun, wenn ich einen Andreas gern hab und er mich. Auch mit deinem Haufen Geld kannst du nichts ausrichten. So, und jetzt geh ich auf die Post. Für gut. Die Rede, die kannst du drucken lassen. Ja, das ist eine Rede, die gehört in die Zeitung. Ja, Goschen haben schon die Weiberleute, gell, aber ändern kann das Geschwätz trotzdem nichts. Es bleibt so, wie ich gesagt habe. Und jetzt? Vierte. Nein. Was ist mit meinen 100 Mark? Ja, deine 100 Mark, die sind da. Wer hat denn dir das Geld gegeben? Das ist Amtsgeheimnis. Du Lausper, wenn du nicht endlich mal stark bist, dann schmeiß ich den aus dem Haus. Du Geh da. Gössenberger, tu dich zusammenreißen. Denk dran, jetzt sind wir quitt. Jetzt bin ich wieder der Herr im Haus und ich allein kann ausschmeißen, wie ich mag. Und das ist dann gewiss nicht der Tiere. Sondern noch anderer. Geh raus, da kriegst du recht die Watschen. Ich gang nicht raus, und als du mir zwei gabst. Aber geschenkt ist ihm das nicht, Meister. Mir wird schon noch was einfallen. Ja, jetzt misch dich da nicht ein, das geht dir nicht so. Herrgott, hab ich einen Durst. Ich kann den ganzen See auszapfen. Ah, Meister, nur keine Todesabsichten, wo wir gerade den Schmeißlerritter so fein besiegt haben. Hast du ihm das Geld gegeben? Ja, freilich. Ja, Gott sei Dank. Dann ist ja wieder alles in Ordnung. Ja, das war ich schon, aber das andere noch nicht. Ja, was denn für ein anderes? Ja, wie er da gerade die Evi und den Andreas erwischt hat, da hat er sich sauber sein Meiz gerissen. Ja, und du? Ja, hast denn du deinen Mund nicht aufgemacht? Mei, du wärst mir so eine Mannspolizei. Ich sag's einer Meisterin, dem hat's der Meister gegeben. Ja, ich hab meine Meinung so dumm hingerieben, dem ist das Blut rauf und runter gelaufen. Wirklich? Ja, ich hab ihm gesagt, dir geht's ja bloß ums Geld und weil du so bist, meinst du, dass die anderen auch so sind? Ja, aber das ist ein Irrtum. Die Liebe kann man nicht kommandieren und darum kannst du gar nichts machen, wenn ich den Andreas und der Andreas mich gern hat, hab ich gesagt. Einer hat der Andreas doch nicht gern. Ja, ich mein doch die Evi jetzt. Jetzt tu mich doch nicht dauernd unterbrechen. Und darum kannst du gar nichts dagegen machen. Und mit deinem Haufen Geld kannst du auch nichts ausrichten. So, jetzt geh auf Post. Für dich Gott. Ja, was? Ja, so kenne ich dich ja gar nicht. Mei, wenn's halt mit deinem Mundwerk allweil so vorn dran weißt, dann darf uns auch ein bisschen besser stehen. Und der bargeldlose Verkehr hätte er end. Ja, wir hätten heute Mittag nicht wieder bloß ein Sauerkraut. Ein Sauerkraut? Und ich hab schon auf Leberknödel spekuliert. Ohne Enttäuschung geht's halt nicht im Leben. Dass er sich die Leberknödel gar so gern ist. Jetzt sei einmal mit dem zu viel, was du kriegst. Meisterin, ich riech was. Das kommt aus der Küche. Jesus, mein Sauerkraut. Sauerkraut ist schon nichts Rares, aber Oberenz Sauerkraut, mir gangst. Mei, wie es da ausschaut. Komm, jetzt rennen wir mal zusammen, wenn wir sonst schon keine andere Arbeit haben. Ich geh da weit zum Wirt rüber und kaufe mir so ein 3er, 4er, 5 halbe. Ist recht. Und Meister, sehen Sie ihnen vor, dass er nicht Evi bei der Meisterin nicht etwa verrat, nicht wegen die fremden Federn, mit denen sie einer geschmückt haben. Ja, was denn für fremde Federn? Naja, einer redet halt, die wo der Meister am Gössenberger hingehalten haben will, die aber eigentlich die Evi gehalten hat und für die der Meister von der Meisterin so belobigt worden ist als tapferes Schneiderlein. Die Evi, die hat er so geredet, wie ich mir das denkt hab. Und drum ist es genau so, als wenn ich das selber gesagt hätte. Jetzt schaut er den Lausbum an. Jetzt darf er das vorbringen, als hätte ich den größten Schwindel gemacht. Das meinen Sie ja bloß gut? Na, weil es kommt ganz auf die Auffassung an, die wo die Meisterin hat, wenn sie hört, dass der Meister gar nicht gesagt hat, was er ja gesagt hat, dass er gesagt hätte. Ja, du Mistber, du Elendiger! Aber jetzt halte ich den Durst nicht mehr aus. Jetzt gehe ich auf Post, ja, und da komme ich bei der Evi vorbei. Und dann werde ich ihr sagen, dass sie nicht gesagt, was ich gesagt hab, dass sie gesagt hat, dass ich ihr gesagt hab, was sie gesagt hätte. So, und jetzt räumst du mal sauber zusammen. Da der Lausbur sagen, ich hätte fremde Federn, also nein. Ja, Jesus! Das sind die Flaschen von meiner Mutter mit dem Jodwasser. Und
An die habe ich gar nicht mehr gedacht. Ja, ja. Solche Quellen, wenn er bei uns war, da war der Gössenberger der Erste, der seine Hand im Spiel hat. Halt. Ja, das gang. Was, Freundin, jetzt haben wir die. In das Wasser werde ich reintauchen, bis du in der saufst. Ich hab vorhin vergessen, dass ich mein Gewand mitnehme. Ich suche mir einen anderen Schneider. Ja, das habe ich schon zu dir übertragen. Dann ist schon richtig. Ja, halt ein bisschen. 4 Mark kriegen wir. Was, 4 Mark für das bisschen putzen? Ich glaub, du spitzt. Du, dein Gewand hat böse ausgeschaut. Wir haben beinahe einen Hektoliter Waschbenzin gebraucht. 4 Mark. Nix da. Das berechnen wir mit den Zinsen. 10% von 100 Mark, das sind in einem halben Jahr gerade 5 Mark. Da krieg ich noch Mark raus. Ja, und womöglich ein neues Gewand dazu. Du gefällst mir. Du hast noch in den Flaschen drin? Ja, Wasser von unserem Brunnen draußen. Aber das kann ja keine Sau nicht saufen. Wieso? Das schmeckt ja so komisch, gerade so, wie wenn was drin war. Aber was? Ja, der Meister sagt zwar, das macht nichts. Es hätten schon sein Vater und Großvater drungen, hätte er nichts geschaut. Sie waren 100 Jahre davon alt worden. Ja, dann wärst du ja auch nicht schon, oder? Oh nein, ich kann's nicht saufen. Wieso denn? Das schmeckt ja gerade so wie das Jodwasser vom Heilbad drüben. Was sagst du, wie das Jodwasser? Ja, versuch's nur einmal. Oh, tatsächlich, für Teufel. Das ist ein Jodwasser. Und das Wasser, sagst du, das kommt von eurem Brunnen. Ja, gerade vorhin hab ich's geholt. Ja, dann kann's ja durchaus sein, dass unter einem Brunnen ein Jodquein stecken hat. Ja, ich meine, möglich war das schon, wenn sie drüben im Heilbad so ein Wasser haben, dass die Quelle bis zu euch da rüber gelangt hat. Du meinst gar Ja, nicht. freilich. Da war ja unser Brunnen ein Haufen Geld wert. Herrgott, jetzt hast du aber Pech gehabt, dass dir mein Meister die 100 Mark hat zahlen können. Da warst du billig dazu gekommen. Na, so einfach ist das nicht, wie du meinst. Da müssen zuerst Bohrungen gemacht werden, ob sich das überhaupt rentiert. Vorher gibt kein Mensch einen Pfennig aus. Ja, das kann ich mir schon denken. Aber wo jetzt schon so viele Jahre so ein Wasser aus unserem Brunnen läuft, da müsste sich das doch lohnen. Weißt du was? Gib mir das Flaschen mit. Ich trag's rüber ins Heilbad zum Chemiker. Nein, es kann der Meister nicht recht sein, wenn es dir gibt. Er ist dir nicht grün. Du weißt schon zwingend was. Du brauchst ja doch nichts sagen, du dummer Bur, du. Und wenn das mit dem Wasser seine Richtigkeit hat, dann wärst du schon nicht zu kurz gekommen. Ja, umsonst hintergehe ich meinen Meister nicht. Ja, freilich. Okay, her. Oh, was der Futzkerl? Für ein Futzkerl soll ich hinterm Rücken von meinem Meister dir zu einem guten Geschäft verhelfen? Was glaubst denn du? Unter 3 Mark ist nichts zu machen. 3 Mark? Ich glaub, du spielst. Na, dann halt ich halt meine Flasche. Geh her, da hast du 3. Wo hast du die 3 Mark? Her damit. Die Ratten für mein Radl. Ja, jetzt werden wir es ja noch gleich sein, gell? Und Kirgel, statt ja nichts verlauten lassen. Die Sache muss unter uns bleiben. Weißt du, die Sache, ich muss in die richtigen Hände kommen. Ja, in die deinigen natürlich. Ja, nein, ich mein, wem für unseren Ort was rausschauen soll, nicht? Und für die. Bist ein gescheiter Bub, gell? Ja, ich weiß halt nicht, ob ich das darf. Ja, ob du das darfst. Was hast du denn von dem Hungerleider von einem Meister da? War es schon, gell? Ich möchte damit wieder was Gescheites zum Essen haben. Weißt, ein ordentliches Nierenbradl mit einem ordentlichen Kartoffelsalat, so ein gehöriges drum. Okay. Ja, dass er sich den Nierenbraten da so gern isst. Ja, also, da soll's mir nicht drauf ankommen. Also, dann sind wir uns einig. Jawohl. Also, dann komm gleich mit. Weißt du was? Dann kaufen wir fürs erste gleich mal ein Dutzend Dicksechen. Ja, dass ich die Dicksechen gar so gern isst. Aber nichts verlauten lassen, Scheiße, gell? Nicht, dass unser anderer bei dem Geschäft schon vorkommt. Ja, natürlich. Du bist ja nicht. Der hat seine ganze Weisheit aus dem Maskrug studiert, der ganz gescheite. So, gleich kommt's essen. Ja, wo sind's denn? Grüß dich, Barbara. Ja, Paulus, du? Grüß dich. Du weißt, wie es wohl nicht da. Nein, ich weiß auch nicht, wo er ist. Kein Mensch ist in der Werkstatt. Ich muss gleich einen Reitberg rauf, ein paar Baum schlagen. Ja, und da wollte ich den Wastel bloß sagen, dass ich heute einen Vorschuss krieg vom Forstamt. Ja, und dann komm ich vorbei und zahl die Mark 50 Pfennig. Okay, das braucht's doch nicht. Wir sind doch dir was schuldig. Nein, das gehört nicht daher. Geh, Barbara, hast nicht einen Schluck Wasser für mich? Ja. Heute ist schon so heiß. Freilich, einen Moment. Eine Blut sitzen haben wir heute schon wieder. He? Ja, da hast recht. Jetzt schau her. Oh. Geh, sitz dich doch her. Vergeht's gut. Oh, das tut gut. Du, das Wasser ist vielleicht frisch, auch nicht so gut. Ja, ja, das kommt ganz hoch vom Berg runter. Ein Wastel, sein Vater, hat seinerzeit eine Leitung liegen lassen. Ja, du, die ist ein paar 100 Meter lang. Ah, das schmeckt mir, dass das ein reines Quellwasser ist.
Aber jetzt muss ich wieder weiter, gell? Und riechst das ein Wastel aus. Ist schon recht. Kannst gleich hinten ausgehen, dann bist du schneller am Steigerl. Ach so, freilich. Vierte Bauer. Vierte Paulus. Ein netter Mensch. So, jetzt muss ich mich aber schicken. Die werden ja jeden Moment da sein. So, jetzt bin ich wieder auf dem Damm. Ja, wo kommst denn du jetzt her? Von einem Geschäftsgang. So, ich meine, den Geschäftsgang, den kenn ich schon. Wo ist denn der Kirche? Ich weiß auch nicht, wo sich der Lauser schon wieder rumtreibt. Ich meine, allerweil, der kriegt in letzter Zeit zu wenig Watschen. Aber das können wir nachholen, wenn er wieder kommt. So, jetzt werden schauen, Meister. Ja, wo kommst denn du her? Von einem Geschäftsgang. Warst du auch auf der Post? Ich hab für unser leibliches Wohl gesorgt. Ja, wo hast denn du die Würst her? Na, vom Metzger. Jetzt ist vorbei mit den 7 magern Jahren. Jetzt kommen die 7 fetten drauf. Ja, aber wo hast denn du das Geld her für die Würst? Von meinem Freund Xaver. Was? Wer ist denn das? Ja, der Gössenberger. Ja, sag einmal, ist dem Lausbub der Hunger ins Hirn gestiegen, ha? Drum wird's Zeit, dass wir uns an die Dicksächten halten. Ja, ich hol ja gleich Sauerkraut. Ja, da passen die Dicksächten grad gut dazu. Mei, ich hab auch einen gehörigen Appetit. Aber der Meister einen gehörigen Appetit, da kann ich schauen, wie ich zu meinem Sach komme. Ja, das ist meine Gott. Jetzt geht's uns schon gut. Jetzt der wir statt arbeiten, der wir Romanbücher lesen. Also, das ist mir unbegreiflich, dass kein Mensch mehr einen Anzug machen lässt. Ja, es kommt mir gerade so vor, als wenn alle umeinander rennen wollen wie im Paradies. Jetzt ist nur mit nichts da. Arbeit was? Ja. Was denn? Ja, schau mich an. Ich arbeite auch. Jetzt sind wir schon so nodig, dass sich kaum mehr ein Fliegen zu uns reintraut. Ja, putz mal die Fenster, die sind schon ganz blind vor lauter Fliegenschiss. Ja, aber eigentlich möchte ich ein Schneider werden und kein Fensterputzer. Naja, die Meisterin hat gesagt, ein Lehrbub braucht heutzutage eine Universalbildung. Ja, da hat schon recht. Die schaut er schon nicht. Zumal wir sonst gar keine andere Arbeit haben. Dass sie aber auch gar nichts rührt bei uns. Ja, und da soll die Meisterin für 5 Personen kochen. Für 5? Wir sind doch bloß 4. Beim Essen zähl ich doppelt. Ja. Das merke ich. Und? Hat jetzt der Gössenberger gezahlt? Nein, er hat gesagt, die 4 Mark darf er für die Zinsen von die 100 Mark anrechnen. So ein Schundnigel. Hat sie jetzt nicht gerade 12 gelegt? Nein. Aber wenn es nach meinem Magen gegangen müsste es schon lang 12 sein. Ja, dein Magen, der geht aber vor. So, jetzt glänzen's wieder. Grüß Gott, miteinander. Grüß dich, Paulus. Ich bring dir die Mark 50 Pfennig. Ich nimm doch von dir kein Geld. Ich bin doch so tief in deiner Schuld. Ich hab's deiner Frau gestern schon gesagt, dass das mit die 100 Mark nichts zum tun hat. Da ist jetzt mein Geld und damit Punkt um. Aber schau, Paulus. Meister, es heißt, wenn dir wer was gibt, nimm's. Wenn dir einer was nimmt, schrei. Recht hat er. Aber kannst du das Geld überhaupt entbehren? Besser schon wie du mit Frau und Kind. Ich gehöre ja zur Familie. Gell? Was braucht denn ich schon als Lediger? Mei. Wann sollte ich das wieder gut machen? Vielleicht ist der Tag nicht fern, wo sie ihm das alles mit Zins und Zinseszinsen wieder zurückzahlen können. Momentan ist der Tag so fern, dass ich nichts von ihm sehe. Ja, aber ich schon. Ja, du bist ein ganz gescheiter, gell? Du hörst ja sogar das Gras wachsen. Groß genug waren er seine Ohrwaschel. Die verdanke ich am Meister, der hat so schön entlang gezogen. Ja, wenn sie mal mit der Schneiderei nichts wird, dann kannst du zur Flugpost gehen und deine Ohrwaschel als Tragflächen hernehmen. Das ist nicht vergessen. Ich bin gerade einem Eckenfurtner begegnet. Ja, und wie ich ihm gesagt habe, dass ich zu dir muss, da hat er mir aufgetragen, du sollst zu ihm sofort rüberkommen und ihm einen neuen Anzug ummessen. Ja, er hat gerade keine Zeit zum selber kommen. Ja, das ist einmal eine gute Botschaft. Die Aussichten auf ein warmes Essen bessern sich. Ja, er muss in 8 Tagen auf einer Hochzeit und da braucht er ein neues Gewand. Ja gut, du, dann mach ich mich gleich auf den Weg, wenn es so pressiert. Ja, das wird gut sein. Also, viert euch. Vierte Paulus. Vollmacher, mit solchen Nachrichten darfst du öfter kommen. Das glaube ich. Ich darf's gern. Haben wir Vierte. Und ich mache mich jetzt gleich auf den Weg. Kirche, jetzt gibt's eine Haufen Arbeit. Ich freue mich schon drauf. Ja.
Grüß Gott beieinander. Ja, grüß dich. Was tust denn du schon wieder da bei uns? Ja, der Vater schickt mich. Was? Die schickt er. Ja, ich soll die 4 Mark zahlen fürs Gewand reinigen. Die wollte mir doch als Zinsen anrechnen. Nein, er hat gesagt, leben und leben lassen muss man, sagt er. Jetzt auf einmal? Ja, was ist mit deinem Vater los? Ja, das habe ich mir auch schon gefragt. Ja, es geschenkt Zeichen und Wunder. Und wo kommen die her? Einzig und allein von unserem Brunner. Von unserem Brunnen? Ja, was soll jetzt das wieder heißen? Er hat gestern einen Schluck von unserem Wasser genommen und das hat ihm so gut geschmeckt, dass er gesagt hat, ein Mo, der was so ein Wasser hat, mit dem muss man sich gut stehen. Und drum schickt er ihnen die 4 Mark. Ja, die Hufi klein, gell? Ein Meisterpfropfen! Du laufst gut, du Elendiger. Der Gerechte muss viel leiden. Also, gell? Da sind die 4 Mark. Ja, dann danke recht schön. Oh Gott sei Dank. Endlich ist Mittag. Die Evi ist wohl noch nicht daheim. Nein, aber es wird nicht mehr lang dauern. Ja, dann geh ich halt mal wieder. Ich muss jetzt da heim. Also, tut euch. Fertig. Und ich mache mich auf den Weg zum Eckenpförtner. Da die 4 Mark, die gibst der Meisterin. Was das ganze Geld? Du hast eigentlich recht, gell? Was 2 Mark kann ich für mich behalten. Ja, das meine ich halt auch. Man muss die Leute rein zu ihrem Glück zwingen. Und dass man nicht davor rennt, gell? Falls eine Kundschaft kommt. Ei, wo, ich habe so viel zum Tor. Ich muss ja noch das ganze Romanbüchel auslesen. Das Wiederfinden in der Totengruft. Und sag ich dir, wenn ich wiederkomme und du hast nichts gearbeitet, dann findet man dich in der Totengruft. Schau. Die 4 Mark hat der Gössenberger gezahlt. Meine Wasserkur fängt schon an zu wirken. Hat schon 2 verkleidet? Ja, schon lang. Jesus, dann darf ich mich schicken. Halt, Meisterin, das Christkindl ist gekommen. Da schauen Sie her. Das Geld soll ich einer geben, hat der Meister gesagt. Geld? Ein paar Kunden haben gezahlt. Ja, was war denn das? Ja, das lasse ich mir gefallen. Wo ist denn der Meister? Der hat zum Eckenpförtner müssen. Zu was denn? Ein neues Gewand ausmessen. Ja, hat sie denn das Glück auf unserer Seite dran? Ja, was habe ich einer gesagt, Meisterin? Die 7 mageren Jahre sind vorbei, jetzt kommen die 7 fetten. Ja, wenn's du grad recht hättest. Hobby. Und wenn ich mich nicht irre, kommt die Geschichte noch dicker. Das sei so gut. Ja, da muss ich ja gleich zu der Kramerin über. Um ein Mehl und eine Hefe. Dann gibt's heute auf die Nacht Schmalznudeln. Schmalznudeln! Ah, Schmalznudeln! Ah, dass ich sie die Schmalznudeln gar so gern isst. Oh mein Gott. Ich möchte mal wissen, was du nicht gern isst. Ein Obrenz Sauerkraut. Sonst alles. Und was steht Mittag auf der Speiskarte? Ja, das wirst du nachher schon sehen. So, jetzt schaust du mal ein bisschen aufs Feuer, dass es nicht ausgeht, bis ich wieder komme, gell? Ja, ich schau's mir nach. Ah, Schmalznudeln, das klingt wie Musik in meine Ohren. Du, Gössenberger. Bist du allein? Ja, ich bin Mutterseelenalor. Pass auf, ich hab das Wasser untersuchen lassen, das stimmt. Das ist gerade so jodhaltig wie das Wasser drüben im Heilbad. Hat der Chemiker festgestellt. Ja, das glaube ich gern. Wieso glaubst du das gern? Ja, du hast ja selber gesagt, es war leicht möglich, dass da so eine unterirdische Verbindung zwischen uns und einem Heilbad drüben ist. Ist jetzt wie's mag, auf alle Fälle, unter eurem Brunnen steckt ein Vermögen. Das möchtest du gern rausholen. Ob's jetzt hier mal oder andere bleibt sich doch wurscht, nicht? Bei mir, da kommst du nicht zu kurz. Ja, das hoffe ich auch. Aber jetzt sollst du schlau sein, gell? Sollst schlau sein. Und mal schauen, dass ich das Grundstück vom Geisreiter billig krieg. Ja, das ist Hauptsache. Billig. Ja, das war doch gelacht, wenn ich ihm ein paar tausend Mark so bar auf den Tisch leg, wo er doch nichts weiß von seinem Brunnen. Ah, freilich weiß er nix. Und er darf auch nichts erfahren, gell? Und mir auch Nasenfutter. Traum. So. Der rüttelt's Hirn auf. Ja, wenn man eins hat, schon. Da wirst du schwer tun. Was sagst du? Was ist, wenn der Geisreiter das Grundstück nicht hergibt? Das war doch gelacht, wenn ich ihm 2000 Mark so bar auf die Hand gebe, nicht? Das Beste wird sein, ich werde gleich mit ihm reden. So was soll man nicht lang aufschirmen. Du, weißt du, wann er wieder kommt? Wo ist er nie? Er muss gleich wieder da sein, er ist bloß zur Kundschaft. Das passt. Gürgel, kannst du mir vielleicht noch mal Wasser von eurem Brunnen geben? Ja, das kannst du schon haben. Weißt du, der Chemiker vom Heilbad drüben, der möchte es noch auf andere Bestandteile untersuchen, hat er gesagt, und ich soll ihm halt noch eine Probe bringen. Ja, na, geh nur gleich mit, damit du es selber siehst, dass unser Wasser ist. Tim, es braucht uns niemand da miteinander reden. Das geht ja wie geschmiert.
Anderl, ich bitte dich, geh. Es hat keinen Sinn. Aber schau, Evi, ich weiß ja gar nicht, wie du mir vorkommst. Dein Vater meint, ich nahm dich bloß wegen deinem Geld. Ja, und solange dein Vater nicht anders von mir denkt, ist besser, du kommst nimmer. So leichten Herzens gibst du mir einfach auf? Na, Andreas, leicht wird mir das gewiss nicht. Aber das tut kein gut in Feindschaft mit deinem Vater leben. Wenn er es doch nicht anders haben will. Na, Andreas, da tue ich nicht mit. Nachher willst also, dass alles aus sein soll zwischen uns. Andreas! Was nachher? Mein Gott, ich kenne mich doch selber nimmer aus. Also siehst, nein, Evi. Wir zwei, wir können nicht mehr voneinander lassen. Wir zwei kehren einfach zusammen. Ja, da schlag doch gleich ein Donnerwetter rein, ha? Ich kann in das Haus da reinkommen, wann ich mag. Da stehen die zwei da beieinander. Mei, an den Anblick musst du dich gewöhnen. Wirst uns nur öfter so sehen. Ja, wie redst denn du mit deinem einzigen Vater? Ja, wie redst denn du mit deinem einzigen Burm? Noch ein Wort und es passiert ein Unglück, gell? Gössenberger, reg dich nicht auf. Ich dreh mich nicht rein in deine Familie gegen deinen Willen. Ich mag keinen Unfrieden stiften zwischen dir und deinem Burm. Dass dir ein armes Madel nicht zu Gesicht steht, das weiß ich. Tja, und ich verdenk das auch gar nicht, wo du doch bloß aufs Geld aus bist. Gut, dass du das einsiehst. Drum lass meinen Andreas in Ruhe. Ja, aber ich lasse ja keine, bis mein Weib ist. Ja, das wird sie dann schon finden, gell? Ja. Und das ist mein letztes Wort gesprochen, dass das klar ist, gell? Vielleicht bei dir, aber bei mir doch nicht. Ich bitte dich, Andreas, sei stark. Ja, das bitte ich auch, weil sonst vergiss ich mich nämlich langsam, gell? Ja, was ist denn da für Gaudi herin? Was gibt's denn da? Ah, der Gössenberger ist da, drum. Da die zwei. Erwischt hab ich's wieder miteinander, obwohl ich's verboten hab, verstehst? Ja, mei, da musst halt deinen Andreas einsperren. Oder an Ketten legen. Okay, die stecken alle miteinander unter einer Decken. Aber mit dem Gössenberger werdet ihr alle miteinander, wie es da steht's nicht fertig, gell? In meinem Hausgeschichte ist, was ich will, gell? Wenn sein Alte nicht daheim ist. Und von einer windigen Schneidergesellschaft kommt mir keine in mein Haus. Das möchte ich auch gar nicht. Der Anderl wird schon wissen, was er zum Tor hat. Und im Übrigen lasse ich mich nicht von dir beleidigen, dass du das weißt. Und wir lassen uns nicht wie ein Schuhputzer behandeln, wenn wir auch bloß windige Schneidersleute sind. Auf dein Geld brauchst du gar nichts einbieten, gell? Wir wissen schon, wie du das zusammengerucht hast. Ja. Wenn wir bloß arme Schlucker sind in deine Augen. Aber unser Evi, das ist ein braves und ein anständiges Mädel, die sich leicht neben deinen Andreas stellen kann. Nicht auf die Gräs vom Geldbeutel kommt so, sondern aufs Herz und aufs Gmiert. Und da kannst du mit uns nicht messen, Gössenberger. Siehst, Vater, das alles musst du dir sagen lassen. Ich darf mir an deiner Stelle schammer. Ja, verwendet ihn vor denen vielleicht, ne? Und wenn er ein Ehe für Engel war, mein Andreas kriegt sie nicht aus. Äpfel, Amen. Aber damit sie sagt, dass ich doch nicht so ein grauslicher Mensch bin, wie sie mich immer gern hinstellt, ich mach dir einen Vorschlag und ein Angebot, Geisreiter. Ein Vorschlag und ein Angebot? Ja. Ja, was denn? Pass auf, ich kauf dir dein Grundstück da samt dem Heisel ab. Nein, Gössenberger, meine Heimat, die ist mir heilig. Auch nicht, wenn ich dir, sagen wir einmal, vielleicht 2000 Mark bar auf den Tisch legt. Geisreiter, weißt du, ich brauche dein Grundstück. Ich möchte drauf eine Ziegelei errichten. 2000 Mark? Okay, 2000 Mark, das ist ja gar kein Weg. Das ist zu wenig. Zu wenig? So, mir spinnst du 2000 Mark sind in der heutigen Zeit ein Haufen Geld, ne? Ja, gut. Aber weißt du, dass du bist? Sagen wir 3000, hä? Okay. Du wärst doch nicht lang, Gössenberger. Bloß weil wir Geld brauchen, kannst uns du unser Heisel so billig abkaufen. Ja, wenn auch unser Heisel alt ist, aber es ist immer noch gut beieinander. Es ist eine fette Wiesen dabei. Wiesen. Und ein Holzschupfer haben wir auch und ein gutes Wasser. Das Wasser, das hat für mich überhaupt keine Bedeutung, das Wasser. Ja, gut. Also, mein letztes Angebot, 5000, hä? Mir ist der ausgeschaut. Was? Nein, also, Gössenberger, das sind alles keine Angebote. Unter 10.000 geht gar nichts. 10.000? Ich glaub, die hat 10.000. Diese 10.000 ist ja die alte Bruchbude gar nicht wert. 10.000 da. Ja, dir nicht, aber mir. Ja, wo mein Mutter herin geboren ist. Ja, dann macht's ja draußen Schwindel hin. Hier wurde der berühmte Schneider Sebastian Geisreiter geboren. Geh weiter. Geisreiter, sei gescheit. Komm, sagen wir 8.000, hä? Nein, es bleibt bei dem, was ich gesagt habe. Ja, ein Gössenberger, in den sauren Apfel wirst du jetzt schon beißen müssen. Aber bei dem, was du vorhast, kommt das Geld ja bald dreifach wieder rein. Ja, hast du ja recht. Also gut, Geisreiter, sagen wir
sagen wir 10.000. Barbara und du, Girgel, ihr seid Zeugen, dass der Kauf abgeschlossen ist und keiner kann mehr zurück, gell? Komm, komm, komm. Ja. Passt! Gut, gut. Gut. Übermorgen gehen wir gleich zum Notar, gell? Ja, ja, das ist mir schon recht. Ja, dann werden wir handelseins, gell? Ja. Mein Lieber, da bin ich teuer nur nicht gekommen. Wenn du mir gestern die 100 Mark nicht zahlen hättest können, dann wär's mir billiger gekommen. Ah ja, mei, da hast halt ein bisschen daneben spekuliert. Ja. Du, aber jetzt was anderes. Du hast den 100er, den hast du schon gefunden, der da in deiner Westen drin gesteckt ist, die du mir zum Reinigen gebracht hast, weil da war einer drin, gell? 100er? Ja? Ich hab keinen gefunden. Ja, das gibt's ja nicht. Wie ich es denn übergeschickt hab, da war er noch drin. Ach so, ja, wo war er denn nachher jetzt? Ja, Glaubst du vielleicht, mein Mann stiehlt? der 100er, mit dem ich die gezahlt hab, der war vom Fallbacher. Ja, das kann der bezeugen und der Girli auch. Ja, das stimmt aufs i-Tüpfel. Ich war selber dabei, wie der Fallbacher es geht, am Meister geben. Ja, gut, das ist jetzt ein Wurscht auf alle Fälle. Wenn Sie der 100er nicht findet, dann zögern davon die 10.000 ab, gell? Nein, das gibt's nicht. Was denn, was denn? Von dem 100er weiß ich gar nichts, gell? 10.000 waren ausgemacht, da wird nichts abgezogen. Gressenberger, mach keine Dummheiten, sonst ist der ganze Kauf ungültig. Vielleicht rollt sein Meister als Letzten und hast das nachschauen. Ja, also gut, das ist dann Nebensache, gell? Prestal. Prost. Also, dann schaut's bald, dass er anders runterkommen findest, gell? Ich möchte demnächst mit dem Abriss beginnen, gell? Also, viert euch. Viert euch. 10.000 Mark! Jetzt haben wir fein heraus. Was habt's denn? Mei, stell dir mal vor, der Vater hat den Gössenberger unser Heisel für 10.000 Mark verkauft. Jesus, ja warum denn? Ja, frag blöd, weil er so viel Zeit hat. 10.000 Mark! Und da können wir ein neues Heisel kaufen und vielleicht mal Schneiderei ein bisschen vergrößern und nur einen Gesell dazu nehmen. Und ich werd Zuschneider. Ja, und jetzt können wir mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Ah, wo wir gerade bei der Zukunft sind, Meisterin, heute wird wohl das Mittagessen mit dem Abendessen zusammengeklickt. Ja, mein Morgen ist schon 3/4 auf 1. Also, aufs Essen, da hab ich ja ganz vergessen. Das begreife ich nicht, dass man da nicht mehr dran denken kann. Ja, weil ich hilf mir in der Küche. Gern, Mutter. Also, Girgel, ja, das mit den 10.000 Mark, das hast du ganz gut gemacht. Aber weißt du, was saudumm ist? Das mit dem 100er. Ja, aber wo ist denn bloß dieser 100er von diesem Gössenberger hingekommen? Weißt, ich möchte doch nicht, dass da irgendein Verdacht bei mir hängen bleibt. Ja, Girgel, wie ist denn das mit dir? Am Ende ist er dir rausgefallen, wie du das Gewand übertragen hast. Nein, ich hab ja nichts gemerkt. Jetzt mein ja allerweil, kriegst du ein schlechtes Gewissen, ha? Na, Meister, mein Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Vielleicht hast du denkt, jetzt kannst du dein Radl auf einmal abzahlen. Ach, Meister, wenn ich die 100 Mark wirklich gefunden hätte, dann hätte ich doch einer nicht in der Not sitzen lassen. Ich hätte doch redlich mit einer teilt. So weit müssten sie mich doch kennen. Naja, aber dann weiß ich's auch nicht. Ja, aber das mit dem 100er, das ist mir schon rechtswider. Ja, was tut denn der da draußen an unserem Brunnen? Ich weiß auch nicht, was er mit seinen Stangeln treibt. Ja, das ist gerade so, als da mit den Stangeln im Boden drin irgendwas suchen. Ja, geh einmal hinaus und frag, was der will, komm. Mach ich. Naja, der Gössenberger wird halt schauen, was mit dem Brunnen für eine Bewandtnis hat. Hä? Grüß euch. Servus. Spaßig, was der da tut. Hä? Grüß dich, Wastel. Ja, grüß dich, Paulus. Sag einmal, was tut denn der Motor an deinem Brunnen? Ja, ich weiß auch nicht. Ich hab einen Girgel gerade rausgeschickt und hab gesagt, er soll fragen, was der da will. Du, was ich sagen wollte, hast du nicht einen braunen Fleck für mich? Weißt, mein Widermantel hat ein Mordsdrum Loch und da brauche ich sowas zum Draufliegen. Ja, freilich. Da, schau her. Da, Zungen vielleicht, hä? Hat der kein Geh? Ja, wenn's du ein bisschen bügelst. Weißt du, der Mo hat gesagt, der Gössenberger hätte ihn hergestellt, er soll mir einen Brunnen untersuchen, wegen Wasser. Wegen Wasser, was will denn der da untersuchen? Unser Wasser ist gut, da gibt's nix. Ja, und ob das Wasser gut ist, aber was hat denn der Gössenberger mit dem Brunnen zu tun? Mei, das hab ich dir noch gar nicht verzeiht. Ey, du, stell dir vor, ich hab mein Heisel am Gössenberger für 10.000 Mark verkauft. Was?
Das ist kein schlechtes Geschäft. Aber dass dir der Gerstenberger dafür 10.000 Mark gibt, da steckt was anderes dahinter. Ja, er hat gesagt, er möchte eine Ziegelei errichten. Nein, das ist nicht der richtige Grund. Der hat was anderes im Sinn. Vielleicht meint er, bei uns ist ein Schatz vergraben. Das, wenn er meint, dann täuscht er sich sauber. Aber du, Paulus, jetzt kann ich dir die 100 Mark zurückzahlen, die du dir gewiss mühselig erspart hast. Okay, das pressiert gar nicht. Und der Spart haben wir's auch nicht, wie du meinst. Den 100er, ja, den hab ich mit dem Gewand von meinem Vettern geerbt. Geerbt? Freilich. Ja, wie ich gestern das Gewand da bei dir probiert hab. Ja, da warst du gerade nicht da. Du, da hab ich zu meiner Überraschung den 100er im Westentaschel gefunden. Entweder hat mein Vetter vergessen gehabt oder er wollte mich damit überraschen. Dein Westentaschel war der 100er. Oh, Jesus, jetzt geht mir ein Licht auf. Was hast du denn jetzt? Ja, der 100er, der stammt nicht von deinem Vettern. Den hab ich ins falsche Westentaschel gesteckt. Was? Warum denn? Ja, so pass auf, ich wollte den 100er in Gössenberger sein Westen reinstecken. Aber hab anscheinend in meinem Zustand die Westen verwechselt. Ja, und drum ist das nicht dein 100er, sondern der gehört am Gössenberger. So. Zuerst andere verdächtigen und dann im Rausch ins falsche Taschel stecken. So, aber so geht, das ist nicht Ibi. Ja, aber auf die Weise hab ich praktisch einen Gössenberger mit seinem eigenen 100er gezahlt. Und so hat einer, der Gössenberger, ohne es zu wissen, das Heisel gerettet. Das, wenn er erfahrt, wäre er narrisch. Rechtsgeschichte, dem Verlotten. Aber mit mir nichts ist mit meinen 100 Mark. Da bin ich sauber ausgerutscht. Okay, Paulus, die 100 Mark sind doch im Kaufpreis leicht drin, dass du nicht zu kurz kommst. Jawohl, recht hast. Ein Gössenberger dann die 100 Mark nicht weh. Und dir dern's gut. So ist's. Du, Dankeschön, geh für den Blick. Also, Und weißt du, das freut mich jetzt narrisch, dass du auch mal ein Glück gehabt hast. Vierte! Also, nein, dass mir das mit diesem 100er passieren kann, nein. Im Rausch passieren noch ganz andere Sachen. Ja, wie lange wächst mir jetzt den Rausch noch vorhalten, hä? Bis zum nächsten Meister. Du denkst, du bist da. So eine Unverschämtheit! Vater, jetzt beruhig dich doch! Leicht ist das alles bloß ein Missverständnis. Ein Missverständnis, ein Schwindel ist das! Ja, was hast denn? Reingelegt habt's mich. 10.000 Mark möcht's mir abschwindeln. Gössenberger, tu dich ein bisschen zurückhalten. Das Wasser, das ist ein ganz gewöhnliches Brunnenwasser. Freilich ist der Brunnenwasser, ja, das kommt ja vom Berg runter. Das kommt vom Berg runter. Und da wollt ihr mir weismachen, dass das ein Jodquelle ist, ha? Ja, so eine Sauerei, ha? Ich hab doch davon überhaupt kein Wörtel gesagt. Von dem Brunnen war überhaupt nicht die Rede. Du nicht, aber der Girgel. Was ich hätte gesagt, dass unser Wasser ein Jodwasser ist. Na, das musst du dir geträumt haben. Ich hab dir bloß das Wasser gegeben, wie das du verlangt hast. Was du nachher ausschmeckst, da kann ich nichts dafür. Das erste Wasser, das, wo du mir gegeben hast, das war ein reines Jodwasser. Und das zweite Wasser, das war ein Brunnenwasser. Wie reimt sie denn das zusammen, wenn es kein Schwindel nicht gewesen ist? Reingelegt haben sie mir jawohl, reingelegt. Ah, jetzt versteh ich dich. Du hast gemeint, dass mein Brunnen ein Jodquell ist, so wie drüben im Heilbad. Und drum grabt der da draußen an meinem Brunnen umeinander. Ja, und drum hast mir du auch mein Heisel so geschwind abgekauft. Du hast gemeint, du kannst ein Prügel Geschäfte mitmachen, aber da hast du dich eben geirrt. Ja, geirrt, der Schwindel war das. Ja, ich habe von der Brunnengeschichte überhaupt nichts gewusst. Da, hinterm Kirche hast du gestellt und hast hinter meinem Rücken alles ganz schön eingefadelt. Vater, vielleicht war das alles bloß ein Irrtum. Irrtum, glaubst du, ich hätte für die alte Hirn da 10.000 Mark gezahlt? Anzeigen tue ich die wegen Betrug. Ja, das kannst du ruhig machen. Du hast mit keinem Wort gesagt, dass du auf ein Jodquellen spekulierst. Davon war überhaupt nie die Rede. Und ich hab dir auch nie vorgemacht, dass unser Brunnenwasser ein Jodwasser ist. Und mir hast verboten, dass ich am Meister was von deinen Absichten sag. Also deinen Reinfall hast du bloß selber zum Schreiben. Auf alle Fälle muss der Kauf rückgängig gemacht werden. Na, das gibt's nicht. Du hast selber gesagt, der Kauf ist abgeschlossen und keiner kann zurück. An Kirill und die Barbara hast du als Zeugen aufgestellt. Jawohl, das ist wahr. Das kann ich jederzeit beschwören. Das kannst du jetzt nicht mehr ändern, Nur Vater. das muss ich ändern. 10.000 Mark sind viel zu viel. Kreisreiter, komm, tritt freiwillig vom Kauf zurück und alles bleibt wieder, wie es war. Komm. Nein, ich kann nicht zurück. Weißt du was, Vater? Vielleicht tritt der Geisreiter ja vom Kauf zurück.
Wenn du zugibst, dass die Evi Was denn? Erpressen wollt ihr mich vielleicht, ha? Oh, Fahrt war's schon, wenn sie das im Ort rumsprechen hat, dass du ein gewöhnliches Brunnenwasser für ein Jodwasser angeschaut hast. Die Leute hatten nicht schlecht lachen, dass dem schlauen Gössenberger seine Spekulation ins Brunnenwasser gefallen ist. Mit der Reizteufel noch mal rein da, ha? Na, was ist jetzt, Vater? Also, was sagst du dazu? Ja, also, unter den Umständen könnte ich mir vorstellen, dass ich zurücktritt. Ja, weißt du was, bevor ich so viel Geld verliere, lieber den Schaden mit den zwei, gell? Na also, Vater, endlich! Du bist stark, gell? Also na, der Kauf ist rückgängig gemacht, ihr seid alle Zeugen, keiner kann mehr zurück, schlag ein. Ja. Also gut, dann halt dir halt mein Grundstück. Also schade ist schon. Ja, mei, dann haben wir es halt für uns ewig gemacht. Und auf die Weise unser Heimat erhalten. Na, Vater, unter den Umständen kann ich an Andreas sei weit nicht werden. Wenn du uns nicht freiwillig zusammengibst, sondern bloß zwungen, dann verzichte ich lieber. Ich möchte, dass du mich gern in deine Familie aufnimmst. Sonst ist kein Segen auf unserer Ehe. Aber Evi! Respekt, dass du das sagst. Das gefällt mir. Das hätte er dir gar nicht zutrauen. Ja, schau. Man muss ja den Menschen erst einmal kennenlernen, bevor man ein Urteil über ihn fällt. Ja, scheint so, dass man die erst kennenlernen muss, gell? Na, was hab ich da gesagt, Ja, Vater? sei stark, geh hin und werd's glücklich. Wir können es uns leisten, gell? Jetzt gibt's eine Hochzeit und du gibst wenigstens was Gescheites zum Essen. Gut, dass du da bist. Na, was ist denn? Ich will bloß sagen, das Wasser vom Brunnen, das kommt vom Berg runter. Das kommt vom Berg runter, das wissen wir ja. Ja, aber ungefähr 3 Meter vom Brunnen weg, da bin ich auf ein Wasser gestoßen, das von unten raufkommt. Ja, und das einen Geschmack hat, wie das Wasser vom Heilbad trinken. Was? Was? Ja. Ich glaube, wenn man da ein bisschen in die Tiefen geht, kommt man auf ein Jodqualm. Ah, ein Jodqualm. Na ja, Gössenberger, da gibt's keinen Zweifel. Da drunten ist ein Jodqualm. Ein Jodqualm. Ei, was? Jetzt wärst der reiche Mo. Ja, in unserem Ort, da wird's bald vor lauter fremde Willi. Weißt du, das ist ein Anlass zu einem berechtigten Rausch, den ich genehmige. Die Jodquelle muss begossen werden. Birgel, da hast du recht. Weißt du was? Geh zum Wirten über und hol eine Flasche Wein. Nein. Hol gleich ein paar Flaschen. Ja, was? Ein ganz Fassel hol ich. Und Zigarren. Und ein Schweinsbraten. Dass es hier ein Schweinsbraten gar so gern ist. Ein Jodqualm. Herrgott, was bin ich für ein Rimpfig? Wir werden nie das Gegenteil behaupten. Und ich trau mich auch nicht zu widersprechen.